Das ist Deauville. Heute zum Thema Roger Royals Alpenduft. Als Gast bei uns im Folium Hazel Brucker und Jane Mumford. Und hier ist er, der Dominik Deauville. Hallo miteinander! Ja. Darf ich mal? Hallo! Guten Abend miteinander. Hatti. Merci. Darf ich mal? Merci. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Deauville aus dem Folium in Zürich. Ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Der Freitag hat Greta Thunberg, also die Hazel Brucker von der Klimabewegung, in Lausanne mit tausenden Schülerinnen und Schülern demonstriert. Ich weiss nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Wenn nicht, ist auch kein Wunder, weil kaum eine Schweizer Zeitung hat auf der Frontseite über das berichtet. Aus zwei Gründen. Erstens, Lausanne ist ja nicht wirklich Schweiz. Ja? Zweitens, muss man zugeben, Greta hat sich bei uns Schweizerinnen und Schweizer schon ein bisschen verspielt in den letzten Wochen. Sie hat es doch tatsächlich gewagt, unser Nationalheiligtum, den Holy Roger Federer, herauszufordern. Man fragt sich, warum das? Warum gerade der Roger? Der Mann, der weniger Ecken und Kanten hat als ein Tennisball. Der einzige Skandal in seiner 15-jährigen Profi-Tenniskarriere war, dass er bei Olympia nur Silber gewonnen hat. Und dass er noch nie ein Frauenturnier gewonnen hat. Der Sportler, der fraglos immer eine weisse Weste trägt. Kapi, kannst du schnell erklären, was ist da los? Was hat denn Greta ganz genau gemacht? Ja, sie hat unter dem Hashtag RogerWakeUp einen Tweet weiterverbreitet, wo der Roger dazu auffordert, Stellung zu nehmen zu der CS und zu ihrer Zusammenarbeit mit der Credit Suisse. Was? Credit Suisse? Aber warum denn Credit Suisse? Credit verstehe ich überhaupt nicht. Also Credit Suisse, die Bank, die jedes Mal so viel, also die einzige Bank, die doch immer so gut, Credit Suisse ist wirklich scheiße. Fakt ist, kaum ist Greta in der Schweiz, haut der Federer nach Australien ab, der Chessas. Und dort spielt er gerade Australian Open. Wie spielt der Kapi? Wie sieht es aus? Ja, du weißt ja keine Ahnung von Golf. Schalten wir mal über, wie es aussieht. Starkes Aufschlagspiel von Federer. Ich kann nichts erkennen, du? Matchball Federer, oder? Das war ganz knapp am Spielfeld vorbei. Ja. Auch der Roger müssen erkennen, von einer Greta kann man flüchten, aber nicht von den Auswirkungen des Klimawandels. Und deswegen hat er sich zu einem wirklich grossartigen Statement bewegen und so wieder alle Herzen für sich gewonnen. Ein echter Profi halt. Also ich meine der Federer. Ich meine nicht der Federer, sondern sein PR-Manager. Und es wäre schon ein bisschen peinlich, gegen ein heulendes Mädchen zu verlieren. Also ich meine jetzt nicht Greta, sondern der Federer. Ja? Der Federer hat wirklich auch gemeint, dass er als Vater von 4 Kindern grossen Respekt und Bewunderung für die Jugendklimabewegung hat. Er liebt ja wirklich seine Kinder so fest, dass er von jedem seiner Kinder eine Sicherheitskopie angefertigt hat. Haben Sie schon mitbekommen? Der Federer ist ja, kann man sagen, der Federer ist ja absolut Swissness, oder? Ja, also er schwitzt richtig gehend, Swissness. Also der Federer schwitzt ja nicht, er Swissnest, ja, würde ich sogar sagen. Aber trotz allen Bemühungen von der Klimajugend, trotz dem Federer sein mega krasses Statement, hat Swiss im Jahr 2019 ein Rekordjahr verbuchen. So viele Swiss-Passagiere wie noch nie sind geflogen, 18,8 Millionen Passagiere. Anstatt aber gegen Klimaerwärmung zu kämpfen, kämpft Swiss im Moment gegen etwas viel, viel Wichtiges, nämlich mehr Swissness. Weil, weiss man vielleicht nicht unbedingt, Swiss gehört ja eigentlich zur Lufthansa-Gruppe mit einem deutschen Unternehmen. Also Swiss ist eigentlich eine Gummihalsfluglinie. Schwabenjet, ja?
Ein Sturzkampfbomber. Ja, jetzt nicht übertrieben, Kapi. Aber es ist ja wirklich grausam, wie die Deutschen probieren, uns alles wegzunehmen. Am Ende behauptet die Deutschen noch, Wilhelm Tell hat einen Deutschen geschrieben. Unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Also in der Swiss steckt also gar nicht so viel Schweiz, wie man immer meint. Ausser vielleicht das Flugzeug nach Thailand fliegt, dann besteht es zu 100% aus alten Schweizer. Swiss trifft ja fast von Swissnetz. Also lange es nicht, dass man ein riesiges Schweizer Kreuz auf dem Heck hat, sich Swiss zu nennen, dass an Bord alle einen mit einem Grüezi im Kanon begrüßen, dass der Passagier noch Schweizer Schocke reingeschoben bekommt, dass Gipfeli und sogar wirklich Fondue serviert werden in den Swissflügen. Also was soll denn jetzt noch Swissnessiger werden? Soll der Pilot seine Durchsage jodeln? Also. Man könnte statt Schwimmweste Skischuhe unter den Sitz legen. Was für eine dumme Idee. Du kennst mich. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn bei einer Wassernotlandung. Also bis du ja hast, bist du schon lange vertrunken. Also, aber jetzt mal ehrlich, was sind denn die Massnahmen, die die Swissness bringen der Swiss? Ohne Blödsinn, die Swiss will in der Kabine ein eigenes Swissness-Parfüm versprühen. Ja, irgendwie muss man ja die Fahne vom Pilot überdecken. Ja, das macht Sinn. Man fragt sich, wo wird bei einem Flugzeug eigentlich ein Deo gemacht? Wahrscheinlich wie bei den Menschen unter den Flügeln. Nehmen wir jetzt mal an. Und eigentlich ist es auch logisch, weil ich meine, du hast Flugzeug, Auto zum Beispiel, haben ja schon lange Parfüm, oder? Duftbäubli. Wieso nicht auch Flugzeug? Du bist ja schon ein bisschen primitiv. Autos sind ja schon mega schlecht für die Umwelt und dann hängst du noch provokativ einen Baum am Rückspiegel hin. Ja? Du, aber nach was schmeckt jetzt der Swiss-Duft? Nach was schmeckt die Schweiz, Dominik? Also, wie schmeckt das schlechtes Gewissen? Ich weiß es nicht. Aber ich hätte einen mega guten Namen für so ein Parfüm. Ja? Also die perfekte Symbiose zwischen Airline und Schweizer Luft wäre doch Swiss Air. Oder? Wäre mega gut. Ja. Das tönt nach einem sehr erfolgreichen Duft. Und jetzt müssen wir es einfach noch schlau bewerben. Kapi, wie würdest du das machen? Ja, also wir haben hier etwas vorbereitet. Eau de Flugscham bei Swiss. Ein Spritzer und ihre Flugscham ist wie weggeflogen. Sie betört die Sinne und... Ulala. Oh, der Kapi! Ulala. Wenn wir schon bei Swiss sind, etwas typisch Schweizer Zahlenlotto ist 50 geworden. Also so alt, dass er selber angefangen hat, Lotto zu spielen. 50 Jahre Lotto, das heisst auch 50 Jahre Frustration, 50 Jahre Rubel und trotzdem kommt nichts dabei raus. Ja? Unsere Zuschauer können das. Zum Jubiläum hat das SRF eine Auswertung gemacht von allen Lotto-Millionären aus den letzten 50 Jahren. Das ist etwas sehr Interessantes herausgekommen. Bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen sind alle Lotto-Millionäre mega vernünftig mit ihrem Gewinn umgegangen. Schweizer Lotto-Millionäre sind die langweiligsten Millionäre, die es wirklich weltweit gibt. Man liest immer von anderen Ländern, Amerika oder so, die nach einem Jahr haben schon alles ausgegeben für Drogen, Sex, alles ausgegeben. Und in der Schweiz, ja, du Schatz, wir haben 10 Millionen gewonnen. Du super, Freddy, dann kauf dir doch endlich mal das Fußmassagegerät. Das ist eine sehr gute Idee. Ja? Wirklich, es gibt noch etwas, das bünzliger ist als der Schweizer selber, ein Schweizer Lotto-Millionär. Der Schweizer spielt ja auch nicht wegen dem Geldlotto, er will nur wissen, ob er recht gehabt hat. Ja? Und in der Schweiz weisst du, gewinnst du im Lotto, hast du es geschafft, dann gehörst du zum Mittelstand. Ja? Die Frage ist, weil denn Schweizer Lotto-Millionäre so extrem bescheiden sind, sie wollen ja auch immer anonym leben. Ja? Sie protzen nicht damit um. Wie erkennt man so einen Schweizer Lottogewinner? Ich glaube, Schweizer Lotto-Millionäre sind wie ganz normale Schweizer, aber sie geben Trinkgeld. Und von außen, rein von äußerlich, von innen sieht man es nicht so, aber zum Beispiel ihr Haus. Schau mal, da ist das Haus von einem normalen Schweizer, ohne Lottogewinn. Und da haben wir das Haus von einem Schweizer Lotto-Millionär. Ja? Das sieht von außen genau gleich aus, hat aber keine Hypothek mehr. Ja? Und im Schlafzimmer ein Fußmassagegerät. Ja?
Egal. Und wenn man gleich einmal wirklich etwas gewinnen kommen wir in die Steuerhölle. Bis zu 35% muss man in der Schweiz gerade wieder abdrücken, wenn man mal gewonnen hat. Dann doch viel lieber ins Steuerparadies. Genervt von deinen Eltern? Genug von Gesprächen über die 3 Säulen, Hypothekarzins und über den Steuerfuss. Nackenschmerzen vom ewigen Kameranicken. Also, wenn Sie genug haben von Menschen im mittleren Alter, die aber noch ein bisschen zu jung sind für ein Altersheim, dann sind Sie bei uns goldrichtig. Bringen Sie Ihre Eltern noch heute ins Steuerparadies! Steuerparadies, das Endlager für End-50er. Oh, da kommen schon die ersten Gäste. Salut! Also, ich hole euch am 5 wieder ab. Tut nicht blöd. Willkommen. Besuchen Sie heute noch Steuerparadies und spielen Sie in unserem Quittungsbad. Sammeln Sie Quittungen, die Sie für Ihre Steuern abziehen können. Nein, ich bin 57. Ich bin 32. Rutschen Sie auf unserer patentierten SMI-Rutschband Börsenkurs ab. Bei uns können es sogar sein, aus einem Käfer einen Ferrari machen. Ja, in unserem Bastelecke können Sie in unserem selber entwickelten Malen nach Zahlenbuch Ihre Gewinne ausmalen. Oder spielen Sie einfach mit Ihren Kneten. Oder spielen Sie eines von unseren vielen Kreditkartenspielen. Uno Million. Uno Million. Oder das Lieblingsspiel der meisten Banker. Arschlöchle. Oder Monopoly, aber in echt. Grüß dich, ich möchte gerne Bahnhofstrasse kaufen. Was? Ich muss ins Gefängnis? Oder bauen Sie einfach ein Kreditkartenhaus. Puh, so viel Spass kann ganz schön anstrengend sein. Geniessen Sie darum eine schöne Steuerfußmassage. Der Hans hat seinen Steuerberater verloren. Kann bitte den Steuerberater vom Hans am Empfang kommen, den Hans abholen? Haben Sie heute Geburtstag? Ja, das ist uns egal. Bei uns gibt es das ganze Jahr durch ein Steuergeschenk. Was wäre ein Steuerparadies ohne Geldwäschanlage? Waschen Sie Ihr Geld wie ein richtiger FIFA-Funktionär. 40 Grad bitte. Tja, auch der schönste Tag geht einmal vorbei. Wieso auf die Malediven, wenn es doch bei euch Steuerparadies gibt? Selbst wenn Sie zu Zug wohnen, kommen Sie vorbei. Wir freuen uns. Und gehen Sie dann wieder. So, fertig jetzt. Aus! Fertig, die Robin. Steuerparadies, der feuchte Traum von jedem Schweizer. Ja. Jetzt so etwas, das wirklich schockiert hat. Etwas, was wirklich schockiert hat in den letzten Wochen. Januar ist ja der Monat, wo man sein Leben entrümpeln kann, um sich von Altlasten zu trennen. Das hat auch der Prinz Harry gedacht und hat sich am letzten Wochenende mit seinem Grossi Schluss gemacht. Ja? Ja, die Meghan und der Harry, das rote Schaf der Familie, wollen nicht mehr Teil der britischen Royals sein. Sie haben bei der Queen gekündigt. Krass, oder? Bei der Queen künden. Wie hat sich das wohl abgespielt? Lisbeth, lass zu. Ich habe beschlossen, von daheim auszuziehen. Ich weiss, ich bin erst 35. Aber es geht einfach nicht mehr. Es liegt nicht an dir, es liegt an deiner Familie. Der Onkel Endo ist zum Beispiel er ist ein Grüssel. Ja? Und der Grosspapi Philipp ist gefährlich. Er ist 97, blind wie eine Kuh und fährt wie ein Gestörter. Ja? Ja, die Meghan und der Harry wollen keine aktiven Royals mehr sein. Das ist neu. Denn die Royals verlässt man ja eigentlich nur tot. Ja? Also wie der Mafia. Oder der Vatikan. Oder das SRF. Mhm. In den Medien ist die Woche wild spekuliert worden. Und jeder, wirklich jeder, hat seine Meinung zu dieser Affäre loswerden. Der Gärtner von der Queen, der ehemalige Gärtner von der Queen, der Sohn vom ehemaligen Gärtner von der Queen, ja sogar das Ross vom Gärtner von der Queen haben lange Fernsehinterviews gegeben. Aber was hat das Ross gesagt, Dominik?
Aber die meisten Engländer sind sich einig gewesen, wer schuld war an dieser ganzen Misere. Natürlich Meghan, die böse Amerikanerin, die der Engländer ihren Lieblingsroyal gestohlen hat. Klar, die Frau ist schuld. Ja? Sie hat das Märchen zerstört, die böse Meghan. Sie hat den Prinz geküsst und hat daraus einen Frosch gemacht. Ja? Also das Boulevardpresse könnte schuld daran sein. Darauf ist natürlich niemand gekommen, am wenigsten Boulevardpresse selber. Und so sind da alle überrascht, als die Queen hat verlauten, sie sei zwar enttäuscht, aber sie unterstützt die Entscheidung von Harry und der Meghan voll und ganz. Ich weiß schon, warum sie sich so gefreut hat, die Queen. Weil ihre Hunde sind jetzt um 2 Positionen aufgerutscht bei der Thronfolge. Das könnte ein Grund sein. Aber jetzt mal ehrlich, von was sollen die beiden denn jetzt leben? Sie haben ja angekündigt, finanziell unabhängig zu sein, also nicht mehr im Steuerzahler auf der Tasche zu liegen. Dabei ist das britische Königshaus eines der günstigsten der Welt, also Königshaus, oder? Umgerechnet 5,65 Franken kostet jeder englische Steuerzahler pro Jahr. 5,65 Franken, das ist relativ preiswert, wenn man bedenkt, was man dafür alles an Drama, Intrigen und Unterhaltung bekommt. Also es ist besser und günstiger als ein Netflix-Abo, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Ist eigentlich wie Netflix, einfach mit hässlichen Schauspielern. So. Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir uns eine echte Adelsexpertin einfliegen von der Insel. Herzlich willkommen, Miss Featherthurf! Miss Featherthurf! Ich darf sagen, dass Sie sehr einen außergewöhnlichen Beruf ergriffen haben. Wann haben Sie denn Ihre Liebe zu dem ganz, man darf sagen, speziellen Klientel entdeckt? Well, Mr. DeVille, schon als kleines Mädchen war ich fasziniert von dieser edlen Lebensweise, diese Erhabenheit, diese Strenge. Ich habe alles verschlungen, was mit diesem königlichen Wesen zu tun hat. Und als ich dann im Studium zum ersten Mal in Act eine in die Augen gesehen habe, da durchfuhr es meine Seele wie ein Blitz. Gah! Von da an war der Fall für mich klar. Aha, und dann sind Sie also einfach so zertifizierte Adelsexpertin geworden? Nein, warum? Also, Sie haben ja müssen wahrscheinlich irgendeine Zusatzausbildung zu einer Adelsexpertin machen, oder? Adelsexpertin? Ich bin Adlerexpertin. Okay. Also dann können Sie mir jetzt auch nicht wirklich eine Einschätzung über die Beweggründe von Harry und Meghan... Wer? Also, Miss Featherthurf. Yes. Aus Ihrer Sicht als Expertin, warum verlässt ein Paar mit Nachwuchs, der, sagen wir doch einmal, Horst von der Mutter? Ach so, normalerweise verlassen die Kinder ja das schützende Nest der Mutter, bevor sie sich paaren. Sie sagen mir jetzt, dass dieses Pärchen sogar im Nest der Mutter gebrütet hat. Außergewöhnlich. Da wird es natürlich schnell ein bisschen eng. Also wird es Ihnen gelingen, alleine ein neues Leben zu führen? Nun, solche Auswilderungsversuche sind ja immer ein bisschen ein heikles Experiment. Warten wir besser ab, ob Sie den ersten Winter in der Wildnis überhaupt überleben. Mhm. Was für Verhältnisvoraussetzungen sind da unabdingbar, damit die beiden in freier Wildbahn überleben? Also Sie brauchen viel naturbelassenen Raum, um sich wohlzufühlen. Das nächste Dorf darf maximal 20 Kilometer in ihrer Nähe sein. Sie essen viel Fleisch und, also unter uns, es gibt ja so wenige Exemplare, die meisten sind untereinander verwandt. Da gibt es natürlich Stimmen, die sagen, mit diesem Gamepool sind sie nicht überlebensfähig. Überlassen wir es also einfach der Natur und mischen wir uns nicht zu fest ein. Aber ich finde, das britische Volk muss sich den Erhalt dieser Spezies leisten, denn es zieht immerhin sehr viele Touristen auf die Insel. Mhm, das stimmt. Bis jetzt erleben Sie auch einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung. Könnte sich das ändern, zum Beispiel durch den Brexit? Please, Mr. DeVille, wenn es etwas gibt, was es diese Spezies nicht interessiert, dann ist es solche weltlichen Probleme wie the Brexit. Eine viel größere Gefahr für sie sind die Gerüchte, die alle über sie verbreiten. Zum Beispiel, dass sie kleine Hunde oder Kinder essen. Das sind natürlich lächerliche Aussagen. Es stimmt nicht. Aber wenn sich diese Aussagen verbreiten, da kann das ungebildete Volk schnell Angst bekommen und zu Gewalt greifen. Und da sie nicht schwer zu erkennen sind, könnte man schon 2 bis 3 pro Tag erlegen. Mhm. Und können Sie verstehen, dass gewisse Leute von diesen Wesen das Verhalten daneben finden?
Oh, absolutely, of course. Und wenn es mir mal zu viel wird und ich sehe, wie einer ausartet, da zögere ich nicht lange. Ich erschlage ihn mit einem Hammer, nehme ihn nach Hause, stopfe aus und benutze ihn als Dartscheibe. Haben Sie jetzt nicht gerade vorhin gesagt, dass Sie die Vögel über alles lieben? Vögel? Oh, ich habe jetzt über Adlige gesprochen. Ah, okay. Danke für die Einblicke in Ihr Expertengebiet, Frau Federberg. Jetzt vom einfachen Federvieh zum absoluten Kronadel von deutschsprachiger Comedy. Da ist sie, die Königin Hazel Brugger. Ich glaube, ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Männern, weil ich 2 grosse Brüder habe. Und meine Brüder und ich, wir haben uns immer nur geprügelt. Das war die einzige Form von Kommunikation, die wir hatten. Es ist immer so zu einem Ärger. Und heute machen wir das nicht mehr. Wir sind erwachsen und mir fehlt das. Ich habe niemanden in meinem Umfeld, wo ich einfach so ins Gesicht schlagen kann. Dann heisst es immer gerade «Polizei, Polizei». Und das Traurige ist, wir haben nicht damit aufgehört, uns zu prügeln, weil wir das nicht mehr wollen. Also ich will meine Brüder nach wie vor ins Gesicht schlagen, sie wollen mich nach wie vor ins Gesicht schlagen. Aber es ist einfach sozial nicht anerkannt. Man kann einfach nicht beim 70. Geburtstag von der Grosstante, da kann nicht ein 30-Jähriger zu einer 26-Jährigen kommen, ihre volle Kanone ins Gesicht hauen und wenn sie dann am Boden liegt, so mit der Handfläche auf die Nase. Hazel, ist es ein Furz oder ist es ein Gürbs? Das geht einfach nicht. Ich habe Freundinnen, die verstehen das nicht. Ich habe Freundinnen, die haben nur Schwestern, die können das nicht nachvollziehen. Die sagen dann, Hazel, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie du so rabiat mit deinen Brüdern umgehen kannst. Ich habe eine Schwester und Hazel, meine Schwester ist meine beste Freundin. Und wenn ich diesen Satz höre, wenn ich höre, Hazel, meine Schwester ist meine beste Freundin, dann kommt bei mir an, Hazel, ich habe keine Freunde. Deine Schwester ist nicht deine beste Freundin. Deine Schwester ist deine Schwester. Ich finde, es ist sogar eine Verschwendung von Ressourcen, wenn man zu gut mit den eigenen Geschwistern befreundet ist. Weil Geschwister sind so etwas wie Übungsmenschen für richtige Menschen. Also, mit Geschwistern kann man einfach mal schauen, wie weit kann ich gehen, bis die Faust in meinem Gesicht landet. Und wenn sie dort ist, wie gut kann ich mich noch artikulieren, um sie bei der oberen Instanz zu vertädeln. Deine Schwester ist, vielleicht wenn du niemanden sonst kennst, du bist in einem Keller in Österreich aufgewachsen. Ist es meine Schwester, ist es meine Tochter? Who cares? Keine Ahnung, es ist meine beste Freundin. So, dann ist es okay. Aber sonst nicht. Und mein ältester Bruder wird jetzt Vater und es macht ihn sehr sentimental, das Ganze. Er versucht jetzt immer so zu mir zu kommen, mit mir zu reden. Er wird jetzt eine auf gewaltfreie Kommunikation machen. Und er ist zu mir gekommen und hat mich gefragt, Hazel, was soll ich machen? Soll ich meine Freundin heiraten? Sie ist im 8. Monat schwanger. Ich meine, es wäre doch schon irgendwie romantisch, wenn wir jetzt noch, wo wir noch das Zweite sind, heiraten und dann können wir das Dritte mit einem Nachnamen gemeinsam als Team gegen den Rest der Welt starten. Wäre das romantisch? Gut, für Romantik ist es vielleicht spät. Der Skoda Octavia ist gekauft. Ich weiß es nicht. Aber das müssen wir wahrscheinlich schneiden, weil wir im SRF keine Marke erwähnen dürfen. Aber es ist ja Anti-Werbung, darum scheißegal. Was soll ich machen, Hazel? Und keine Ahnung, die einzige ehrliche Reaktion, die ich auf das habe, ist, es ist mir egal. Es interessiert mich nicht. Es ist wirklich wahr, jedes Gespräch zwischen meinen Brüdern und mir, das nicht nach 20 Minuten damit endet, dass einer von uns beiden einen Flipflop in der Fresse hat, ist verschwendete Zeit. Und das tönt jetzt so, als würde ich meine Brüder nicht respektieren. Und das ist, will ich sie nicht respektieren. Ich finde, Respekt ist ein sehr grosses Wort für etwas so Kleines wie ein grosser Bruder. Respekt hat man nur für sehr wenige Leute auf der Welt übrig. Respekt ist auch gar nicht so wichtig.
Toleranz ist um einiges wichtiger. Also eine ehrliche Toleranz ist viel mehr wert als ein gespielter Respekt. Respekt ist so wie ein Marathon in unter 3,5 Stunden rennen können. So, ja, mega beeindruckend. Aber es wäre mir jetzt auch voll nicht aufgefallen, wenn du das nicht könntest. Und Toleranz ist so wie stehen können, ohne umzugehen. Das ist überhaupt nicht beeindruckend, aber es nervt wenn man es nicht kann. Und das mache ich mit meinen Brüdern. Ich toleriere sie, ich toleriere dich. Das heisst, ich nehme zur Kenntnis, dass du existierst. Und ich habe nicht vor, aktiv etwas daran zu ändern. Und das mache ich mit meinen Brüdern. Und das ist wichtig. Und er ist dann vor mir gestanden und hat mich gefragt, Hazel, was soll man machen? Und ich habe wirklich einfach nicht gewusst, was ich sagen soll. Darum habe ich einfach versucht, so herzig, wie es nur irgendwie geht, auszusehen, ihm freundlich zuzuwinken. Er hat gedacht, ich hole zu einer Ohrfeige aus. Ist schneller gsi. Und ich habe seinen Herzschlag in seiner Handinnenfläche auf meiner Gesichtshaut gespürt. Und das ist für mich wahre Liebe. So. Ja, sag schnell etwas Böses zu unserem Sofa. Darf ich etwas ganz Böses sagen? Unbedingt! Es sieht aus wie die Bilder von Föten, wo man sieht, während man sie noch legal abtreiben Sorry, das ist glaube das Schlimmste, Nein, das ist was man gut. Ich habe schon gewusst, dass sicher etwas mit Föten kommt. Das ist klar. Aber es ist mega bequem. Also richtig bouncy. Ja? Ist es irritierend, wenn ich so mit dir... Nein, gar nicht. Du bist ja auch nicht die Erste, die schon auf dem Sofa sehr irritierend da sitzt. Man kann auch nicht anders da sitzen als irritierend. Es ist ja da wirklich schon der Böhmermann ist schon gesessen. Es ist schon der Dieter Bohlen erzählen. DJ Bobo ist da schon gesessen. Und die sind alle wirklich einfacher zum bewegen hier in meiner Show als du. An dir haben wir am längsten gackert. Wieso, Hazel? Ja, was der Jan Böhmermann und der DJ Bobo natürlich gemeinsam haben, ist, dass sie beides weisse Männer sind. Und die wissen, ihre Zeit ist quasi vorbei, so offiziell. Und Okay. Das ist aber eine schöne Überleitung. Jetzt eine schöne Überleitung. Ich weiss, du wirst das jedes Mal, wenn du in der Schweiz bist, wirst du das gefragt. Aber wenn es jemand fragen darf, bist ja ich. Ja? Und vielleicht hast du mit dieser Antwort vorhin die Antwort auch schon gegeben. Wieso heisst denn die Show eigentlich Deville und nicht Hazel? Das ist ja legitim. Ja, weil es ja mega irritierend wäre, wenn die Hazel heißen würde und ich erst jetzt zu Gast spiele. Ja, ich meine, so sind wir halt beim SRF. Immer ein bisschen zu spät, aber schon, wir schauen, dass wir die richtigen jungen Mädchen auf dem Sofa... Nein, lassen wir das. Sag mal jetzt aber ganz ehrlich, was hat denn Deutschland, was die Schweiz nicht hat? Du lebst ja auch in Deutschland, oder das, in Köln? Ja. Also falls die Steuerbehörde da ist, ich wohne zu 55% in der Schweiz. Aber ich finde in Deutschland einfach sehr angenehm, dass die Leute... sie wissen einfach, dass sie nicht Crème de la Crème sind. Also sie versuchen gar nicht erst nicht in Jogginghose rauszugehen. Genau. So. Sie wissen einfach, es ist egal. Also die Apokalypse ist halt nicht einfach etwas, wo man darüber redet, sondern du schmeckst es richtig. Es findet statt. Es findet statt. Oh, sorry, du hast nein, ja, ist gut. Nein, mach doch du nur, ist ja halt deine Show. Ja. Warte, ich frage so, dann ist es ein bisschen entspannter. Hast du noch andere Namen eigentlich als Optionen als Deville? Warte schnell. Hey! Ist ja geil. Nein, es ist, wenn man so einen geilen Namen hat, dann muss man ihn einfach auch nehmen, denke ich. Also es ist so. Also deswegen trage ich ja den Namen mit mir um, Deville. Also entweder hast du eine geile Show, die so heisst, oder eine schwule Sauna. Und von dem her... gut, ich habe jetzt beides, aber... das ist natürlich top. Gut. Also, Hazel. Was wir natürlich jetzt rausgehört haben, du hast jetzt Deutschland so ein bisschen gelobt, warum du dort bist. Das können wir auch verstehen, dass du jetzt das hier im öffentlichen Fernsehen musst sagen. Aber jetzt unter uns, wir haben wirklich für dich
draussen ein Fluchtauto vorbereitet. Ja? Also wir könnten das organisieren, dass du nicht mehr zurück musst. Ja? Wir haben dir eine einsame Berghütte eingerichtet mit einem Jahresvorrat Arivella und Ragusa. Und du könntest dort wirklich mit ganz viel DJ Bobo und Peach Weber CDs und du könntest dich dort zurückziehen, bis du vergessen gehst in Deutschland. Wäre das etwas? Also ja, es tönt eigentlich wie mein Traum. Nichts Positives, nur Negatives. Das würde ich sehr, das tönt sehr gut. In einer kalten, einsamen Umgebung. Genau. Und dann so in 10 Jahren, wenn ich ganz einsam bin, versucht der Beat Berger mich wieder zu vermitteln an eine liebende Familie, wo ich meinen Lebensabend kann verbringen. Yeah. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie tun wir das den Deutschen sagen? So. Liebe Deutsche, jetzt ist fertig lustig. Wir Schweizer wollen Hazelbrucker zurück. Das heißt, wir haben sie schon. Sie sitzt gefesselt und geknebelt fernab jeder Zivilisation. Im Aargau, im Folterkeller von Peach Weber. Bewacht wird die lustigste Frau der Schweiz von der lustigsten Armee der Welt. Wir wollen kein Geld von euch. Wir haben es schon. Aber nur, weil wir auf euren Goldschatz aufpassen, heißt das noch lange nicht, dass ihr unseren Goldschatz haben könnt. Ihr habt ja weiß Gott genug Tröten. Zieht dem Mario Barth halt eine Perücke an oder holt den Oscar aus der Tonne in die Heute-Show. Den Unterschied merkt ja eh keiner. Ihr könnt ja nicht mal ihren Namen richtig sagen. Sie heißt Brucker und nicht Hazelbrugger! Brucker! Hazelbrugger! Brucker! Hazelbrugger! Ja! Als Ersatz könnt ihr Alice Weidel wieder haben. Und die SVP gleich mit dazu. Die fühlt sich in der AfD ja eh wie zu Hause. Und überhaupt, was fällt euch eigentlich ein, einem Comedy-Entwicklungsland wie der Schweiz die lustigste Frau zu stehlen? Den Senegalesen nehmt ihr ja auch nicht die Erdnussernte weg, oder? Nur wegen uns ist die Hazel so geworden, wie sie heute ist. Wer hat's erfunden? So charmant. Ich finde mich jetzt nicht besonders zeugungswürdig. So nett. So fröhlich, lebensbejahend. Ich würde mich wahnsinnig gerne ausstopfen lassen. Und wehe, ihr kommt auf die Idee, sie wiederzuholen. Sonst droht euch ein komplettes Schocki-Embargo. Und wir lassen ab jetzt Roger Köppel in jeder deutschen Talkrunde auftreten. Es ist natürlich so, es ist heikel in Deutschland, gewisse Themen anzusprechen. Jawohl, dann habt ihr den Salat. Ihr könnt ab jetzt die Löcher selber in den Käse bohren. No more Mr. Nice Schweizer. No Hazel, no mercy. So, wir machen noch zum Schluss ein kleines Spiel. Uns dunkt bei uns im Deville Autorenstübli, dass die Hazel ein bisschen auf der Suche ist. Du versuchst auf der Bühne, du machst es ganz gut auf der Bühne, kann man sagen. Aber du hast auch ein YouTube-Format, das ausgezeichnet läuft. Eben die Music Awards werden moderiert. Du trittst bei der Heute-Show auf. Und wir denken, dass du eigentlich alles machst für Geld. Wir hätten hier innen ein paar Vorschläge und du sagst einfach, ob du das machen würdest und was der Preis in Schweizer Franken wäre, dass du es machen würdest. Ja? Ja. Also, ich mische ganz schnell. Das Spiel übrigens, muss ich noch sagen, oder Kapi? Das Spiel heisst Lotto or Notto. So, Hazel, zieh doch mal ein Ding und gib mir das Bällerli. So. Also, ja, das ist simpel. Hazel, würdest du nach Olten ziehen? Ja. Also, ich finde, ein Ort ist immer so gut, wie man schnell wieder davon weg ist. Und Olten ist sehr gut abgebunden. Und man darf ja auch sagen, dass schon Köln ist ja ein bisschen das deutsche Olten, oder? Ja, das absolut. ist schon so. Also, gut. Nimm noch eins. Ach, jetzt ist so schönes Zeug drin. Das neue Gesicht, oh ja, das ist schön. Würdest du das neue Gesicht sein auf der Kinderschokoladenriegel? Nein, nie. Wieso nicht? Aus welchem Grund nicht? Ich glaube, das würde mich einfach mega alt aussehen lassen, oder? Wenn ich neben diesen ganzen hotten 11-Jährigen da posieren würde. Hört, sagt die 17-Jährige. Gut, also. Nehmen wir doch gerade den. Willst du schnell anlängen, einfach, dass er deinen Taste hat? Das wird schon mega, das ist voll nicht mega lustig. viel. Kannst du auch wegschmeißen. Aha, du trittst ab jetzt unter dem Künstlernamen Basil Hooker auf. Wer schreibt das? Ich kann das. Basil Hooker finde ich.
Würdest du das machen? Also, gibt es eine Option, würdest du dir einen Künstlernamen zulegen, irgendwann, wenn du findest, nein, ich bin jetzt bekannt? Ich kann mir nur vorstellen, wenn ich heirate, dass ich dann einfach einen neuen Namen habe. Also wenn ich dich heirate, dann würde ich zum Beispiel Dominik Brucker heißen. Ja. Danke vielmals, dass ihr es gesehen habt.